Ja, hey, guten Tag, guten Morgen. Ich weiss nicht, wo du gerade dran bist. Ich weiss nicht, bist du vielleicht in der Schule, hast gerade Pause und schaust das Video, bist am Arbeitsplatz am Arbeiten und schaust das Video. Vielleicht hast du aber auch frei, vielleicht ist es heute dein Freitag, dein Sabbattag, dein Sonntag, ich weiss es nicht. Ich kann es dir nur sagen, bei mir ist im Moment gerade Montagnachmittag, ich bin am Video produzieren daheim. Für mich ist das Arbeit, ganz klar, aber ich freue mich, ich mache es gerne, ich liebe meine Arbeit, die ich tue. Und heute wollen wir ein Wort anschauen, aus dem 5. Mose, Kapitel 5 und dort die Vers 12 bis 14. Schau, was der Herr uns da zu sagen hat. Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Der Herr gibt uns ganz klare Anweisungen, wie das denkt ist mit dem Freitag. Ja, in der heutigen Zeit hat sich das ein bisschen verschoben. Und ich kann nicht mehr sagen, wir haben Montag bis Freitag oder Samstag Arbeitswoche und Sonntag ist frei. Nein, der öffentliche Verkehr zum Beispiel, der muss auch am Sonntag funktionieren. Deshalb gibt es Menschen, Leute, die am Sonntag arbeiten. Aber ich denke, wir dürfen das nicht auf die Wochentage konzentrieren, sondern es geht wirklich darum, dass wir unsere Ruhezeiten haben innerhalb von unserem Arbeitszeitraum. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte heute aber eigentlich auf den Vers 13 eingehen. Ganz ein wichtiger. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Wir sehen hier ein ganz wichtiges Wort. Vor Werke hat das Wort alle. Also das heisst, wir sollen alle unsere Werke tun, die wir können. Ja, was heisst das jetzt? Ich interpretiere das so, dass wir nicht trödeln unter der Woche. Die Zeit, die uns zur Verfügung steht, in der Schule, an der Arbeit, die im Haushalt, egal wo wir gerade sind, was wir gerade tun, sollen wir voll ausnutzen. Das heisst, an die Arbeit gehen, zügig unsere Sachen machen, sodass wir alle unsere Arbeit können innerhalb von dieser 5-Tage-Woche oder wie auch deine Arbeitswoche aussieht, können erledigen. Nicht rumtrödeln, nicht das Zeug liegen lassen und hoffen, ein anderer macht es vielleicht. Nicht einfach uns darauf verlassen, dass überhaupt alle anderen unsere Arbeit machen, sondern wir haben einen Job und den sollen wir erfüllen innerhalb von dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht. 5 Tage. Ich weiss nicht, vielleicht hast du 42-Stunden-Woche, vielleicht hast du nur 40-Stunden-Woche. Bei mir sind es meistens wesentlich mehr, aber das spielt gar keine Rolle, sondern es geht darum, mit welcher Einstellung gehen wir an die Arbeit, sodass wir innerhalb von dieser Zeit unsere Arbeit machen können. Und genau das ist es. Wir geben das Beste an unserem Arbeitsplatz. Wir geben das Beste in der Schule, beim Lernen. Wir geben das Beste im Haushalt. Egal wo wir sind, wo der Herr uns gesetzt hat, um etwas zu tun, wir geben alles, was wir können. Genau, und nimm das nicht mit in den Tag. Wir geben uns das Beste, wir trödeln nicht um, gerade wir Christen nicht. Gott hat uns an wichtige Positionen gesetzt, auch in Firmen. Dort ist es ganz wichtig, dass wir überzeugen können, als Christen, als Arbeiter, auch als Chef oder, wenn du noch in der Schule bist, hey, als Schüler, wenn du ein gläubiger Schüler bist. Bis ein Zeugnis, wo einfach alle sehen in deinem Umfeld haben. Der macht etwas. Ich glaube, der will etwas werden. Ich glaube, der macht einfach mehr als alle anderen. Genau, und das ist es. Ich wünsche dir einen gesegneten, einen arbeitsreichen, einen gesunden, einen arbeitsreichen Tag wünsche ich dir. Halleluja. Amen.